Krieg bleibt immer gleich. Oh, noch ein Fremder. Gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer. Oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie. Oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltec-Sicherheit? Diese Maulwurfsratten sind Träger einer Krankheit. Weißt du was darüber? Meine armen Schätzchen. Sie wurden benutzt, um neue und interessante Erreger zu züchten. Die Vault-Bewohner wurden den Viren ausgesetzt in der Hoffnung, dass sie neue Antikörper dagegen entwickeln. Aber sie bekamen keine Gelegenheit, ihren Plan umzusetzen. Clyde konnte entkommen. Er war schlauer als die anderen. Mein süßer Clyde. Er ließ die anderen frei und die armen Wissenschaftler hatten keine Chance. Clyde ist jetzt seit fast 200 Jahren tot. Aber seine Nachkommen laufen frei im Vault herum. Zurück zum Thema. Wo sind meine Manieren? Gehörst du zur Vault-Tech-Sicherheit? Ja, in der Tat. Sehr gut. Ich habe vor langer Zeit einen Notruf gesendet. Ich dachte schon, es wäre etwas Schreckliches passiert. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Da du ein Vault-Tech-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Hoffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Und somit grüßt ihr zurück zu Fallout 4 mit unserer lieben Curie. So, wir nehmen gleich mal alles mit, was wir benötigen könnten. Die Geschichten kennt man ja, und wer Bock hat, kann sich gerne das Gronkh Let's Play dazu anschauen, das wir jetzt des Öfteren sagen. Upsa! Der Gute hat es ja bis auf Spectacle Island eigentlich also ziemlich gut durchgezogen. Und ja, wir sind eigentlich auch gut unterwegs. Curies Terminal passt. Da ist der Lift, genau. Kurz einen Blick, ich muss was schauen. Das. Ach Gott, du, ich sag da was. So schön ist auch mit dem. Funktionen erbringen maximale Leistung. Wir müssen mit den Professoren der Universität sprechen. Sie können uns sicher Antwort auf viele unserer Fragen geben. Eine Frage. Alle Fragen sind mit einer Frage beantwortet oder mit einer Aussage. Es gab einen Atombombenkrieg. Nichts ist mehr da, gute Curie. Da hat's ein bisschen Boom gemacht, irgendwann mal. Vor zig Milliarden Jahren. Wir sind ja schon Milliarden Jahre unterwegs. Achso, das ist ja Stehlen. Na gut, den Vault müssen wir auch noch aushaben. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsyth und Rachel unten im Sanitätszentrum. Die flicken dich wieder zusammen. Ja. Gut gemacht, das mit der Katze. Ich war mir sicher, dass Ashes längst tot war. Ach, dass sowas gibt. Wer will denn das schon? Eine tote Katze? Das will ja niemand. Ich könnte Curie hacken. Naja.
Es lädt dazu ein, gell? Aber, naja, wir wollen ja kein Schwein sein. So, aus dem Was? Weg. Aus dem Weg, ihr Ich will Penner. keinen Ärger in 81. Ich will auch keinen Ärger. Kinder von einer mutierten Ratte gebissen wurde. Ja, du bist ja ganz ein Schlaukopf, du. Ist das? Ah, da. Das Heilmittel. Du hast es. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Hey, wie läuft's? Könnte besser sein, aber nicht Sollte nicht lang dauern. Besser als zu arbeiten, was? Was? Wo bin ich? Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Ach, danke, Ma'am. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal. Danke. Kann ich zu Ich hoffe, dir Großmutter? gefällt deine Hast du was Unterkunft. zu essen? Ich hab wollte mich Hunger. noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Du hast hier vielen Leuten die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Voltec so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Vault-Tec war ein korruptes Unternehmen. Sie haben hier unten genau das bekommen, was sie verdienten. Angesichts dessen, was ich gesehen habe, stimme ich dir zu. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv, du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. Richtig, es ist zwar nur ein Scheißort, aber es ist ein Scheißort. Haha, la. Lapp. Lalalap. Jetzt wird's bald nichts mehr geben, was man euch Man sollte wegnehmen meinen, kann. dass Bobby DeLuca mittlerweile Hilfe suchen würde. Der Junge ist echt nutzlos. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Kein Interesse. Also gut. Wir sind schon so gut geheilt, wir können uns glatt selbst heilen. Mhm. Nein, Curie, das hat alles einen höheren Zweck. Das nenne ich höhere Gewalt. Mhm. Nicht das Institut ist der Oberboss. Oder der Endgame-Gegner. Nein, es ist Preston Garvey. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Ach ja, beim Spielen im Bett zu dritt. Kurzen Augenblick, es gibt was mich ein bisschen stört. Gameplay, Steuerung muss es drinnen sein. Nö, Gameplay muss es drinnen sein. Wir schalten da Stickel was, Wäre schon besser. Brauchst du etwas, Madame? Gemeinsam Ich reisen. würde gern noch etwas länger mit dir reisen. Dann sollten wir aufbrechen. Du gehst in die Burg. Hättest du einen Augenblick Zeit? Ich war so viele Jahre lang gefangen. Es gebührt sich wohl, dir für deine Rolle bei meiner Rettung zu danken. Ich habe mein ganzes Leben hier im Vault verbracht. Ich habe alles analysiert und gelernt, was dieser Ort zu bieten hat. Also muss ich jetzt den Rest des Commonwealth sehen, mit Wissenschaftlern sprechen, mehr Daten finden
und meine Hypothesen testen. Was willst du da oben lernen? Hier unten haben wir ein geschlossenes System. Und ohne neue Mutagene, Viren und Bakterien ist hier nichts los, medizinisch gesehen. Die Welt dort oben ist unendlich komplexer. Wer weiß, welche Krankheiten man dort finden und erforschen kann. Nach den Bomben steht es mit der Wissenschaft im Commonwealth nicht zum Besten. Aber es gibt doch sicher noch Gelehrte dort draußen. Oder zumindest Daten. Ich sehe, dass du bereits Begleitung hast. Ich möchte mich da nicht einmischen, aber ich muss einfach fragen. Bitte, Madame, nimmst du mich mit dir? Na gut, komm mit. Hervorragend. Wir müssen sofort aufbrechen. Ja, wir erbrechen natürlich sofort, Curie. Denn was anderes kommt mir ja hier gar nicht in die Tüte. Weißt du was? In Vault haben wir später aus. Genau, das machen wir später. Hab ich immer gedacht. Was ist da? Wo hab ich denn jetzt die Schrauben Hui. hingelegt? Hey, was ist mit meinen Haaren? Was ist nicht mit Ihnen? Du hast sie doch geschnitten. Erst letzte Woche. Das sollte noch eine Weile halten. Naja, jemanden, der eine Glatze trägt, zu fragen, ob er einen Haarschnitt will, ist ungefähr gleich abenteuerlich. Ist das Zimmer? Ist wahrscheinlich gleich abenteuerlich, als wie wenn du einen Blinden fragst, wie spät es ist. Moin. What? Hey, warst du schon im geheimen Vault-Bereich, den sie gefunden haben? Nein, da gehe ich nicht hin. Maulwurf, Ratten und Krankheiten. Ohne mich. Bist du denn nicht neugierig? Dort sollen viele Leute gestorben sein. Ach, schön. Ein Grund mehr, nicht dorthin zu gehen. Ah, Außerdem schönes denke ich Lied, nicht, dass wir schönes es Lied. dürfen. Verliebt darfst du halt nicht sein. So. Das kann in den Müll, oder? Nee. Was tut denn die pickelige Warze hier? Ja. So, siehst, wir haben ja nicht mal einen Wackelpuppenständer aufgestellt. Das ist ja ein Skandal sondersgleichen, wirklich. Oder doch? Ja, wahrscheinlich haben wir schon aufgestellt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach jo. Hinein ins Commonwealth. Weißt du was? Werden aber trotzdem schnell die Ada Ada. Oh Gott. Ist wurscht. Sie wird zwar ihre Ausrüstung später verlieren. Oder ihren Mrs. Handy Dingenskirchen. Aufseher McNamara besteht jetzt darauf, dass wir mehr trainieren. Haben wir uns wohl selbst eingebrockt. Richtig. Weil ihr faule Schweine seid. Wir werden die gute Curie. Ja, es wird zwar lang Dank dir dauern. ist Austin richtig schnell wieder gesund geworden. Ich weiß. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich... Nö, ich habe keine Kühe dabei, darum ist es auch kein Kuhhandel. Scheiße sind die Gags halt wieder flach. Ja. Wir werden schnell die Curie ein klein wenig umbauen. Damit sie ein bisschen mehr Tötungsmaschine ist, weißt? Ja, sie soll halt ihren wissenschaftlichen Drang, wie soll ich sagen, fortsetzen. Ne? Man benötigt immer einen analysierenden Darmarzt, gell? Jo. Der halt in Ärsche für andere schaut. Zwecks
Arschbakterien oder so, keine Ahnung. So eine richtige arschige Folge halt. Ich bin ein Vollidiot. Oder habe ich die Ada nicht auskramt in der letzten Episode? Ich weiß es gar nicht. Ist wurscht. Die Ada ist in der Burg. Sie hat alles drinnen, was nicht unbedingt, was man halt nicht unbedingt brauchen könnte. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir es weit sind. So, Curiechen. Was mache ich jetzt mit dir? Wir werden die zuerst einmal umbauen. Genau. Aus zweierlei Gründen. Damit du eine richtige Mordssau wirst. Also richtig stark. Und ja, dass wir halt Erfahrungspunkte kriegen, für das, dass wir dann wieder im Level aufsteigen. Genau. Aus diesen zwei Gründen werden wir das jetzt geschwindowitsch machen. Mal schauen, ob ich so eine Roboterwerkbank bauen kann. Ich weiß gar nicht. Material hätten wir ja genug. Ob ich da jemals weitermache, ich weiß es nicht. Nur 43 kann ich bauen. Naja. Curie, komm her, du knuffiges irgendwas, du. So. Aggressotron. Wir bauen uns hier wieder einen Aggressotron, dass es so richtig arg ist, gell? Robotik-Experte. Okay. Köpfchen. Galaktron, Protektron, Aggressotron, Wachbot. Kopflaser. Aggressotron Kopf. Kopfrüstung, was schaut denn geil aus bei ihr? Instabil. Succubushelm. Hexenhelm. Es passt zu ihr. Linker Arm. Kann man da irgendwas anderes dran schrauben? Na. Ja, das soll mir jetzt mal wurscht sein. Linke Hand, was geht man hier? Minigun, Gatling Laser. Wir nehmen einen Gatling Laser in normalen. Rechter Arm, Aggressotron. Rechte Armrüstung. Rechte Hand. Minigun, außergewöhnliche Feuerrate. Probieren wir's. Beinchen. Was kriegt's denn für Beinchen? Ja, aber in engen Räumen ist das scheiße. Hüftrüstung. Linke Beinrüstung. Was gibt's denn da, wenn man das? Prinzipiell machen wir es ja eigentlich gleich wie bei der Ada. Farbe. Du kriegst, weil du da in diesem Wald 200 Jahre drinnen warst, dunkelgrün, weil du nämlich Schimmel angesetzt hast über all die Jahrtausende, gell? Erhöht die Schadensresistenz
Oh. Ich glaube, wir haben's. Boah. Boah, Curie, du bist ja kaum wieder zu erkennen. So, was machen wir als nächstes? Wir könnten das große Graben weitermachen. Das machen wir. Wir haben noch ein bisschen was zu tun in Fallout 4. Inse Fallout 4. Was? Wieso bin ich denn da? Nee. Schauen wir uns das Baseballspiel an? Wie spannend! Weißt, da steht da so ein abgefuckter Aggressortron irgendwas und dann kommt sie mit dem Spruch daher. Das ist ja... Nicht, was du suchst? Kein Problem. Da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, ob du noch kommst. Ja, ich bin's. Ich muss mein Gesicht hier verstecken. Leute wie ich dürfen hier nicht sein. Also, kommen wir zum Geschäftlichen. Diese riesige Glaswand, die da über Diamond City thront, ist das Büro des Bürgermeisters. Die meisten wissen nichts davon, aber darunter befindet sich ein Tresorraum. Der Bürgermeister hockt mittendrauf. Das ist unser Ziel. Der Typ hat es nicht anders verdient, wenn du mich fragst. So wie er meine Leute behandelt, hat er vielleicht noch was Schlimmeres verdient. Legen wir los. Deine Einstellung gefällt mir. Also, was sagst du? Sollen wir die kleine Party hier etwas vergrößern? Ich habe meinen Typen für Technik ausfindig gemacht. Sein Name ist Mel und er ist hier in Diamond City. Der Typ kann für jedes Problem das richtige Spielzeug herstellen. Das Ding ist nur, er sitzt gerade etwas fest. Du musst ihn rausholen. Ich kann mit meinem Gesicht nicht einfach bei der Diamond City Sicherheit aufkreuzen. Selbst mit Maske nicht. Wenn du meinst, dass wir den Typen unbedingt brauchen? Glaub mir, er ist genau der Richtige. Knack ein Schloss, klau einen Schlüssel, bestich eine Wache. Das Übliche. Hol ihn einfach da raus. Machen wir doch glatt. Dann holen wir diesen Anus. Wo ist denn das? Ah, da. Jo. Aber dann könnte man sich ja später... Hab gehört, dass du für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich bist. Sieht echt gut aus. Officer, Hast du was zu sagen? ich wollte Mel aus dem Gefängnis holen. Ich wusste nicht, dass Mel Freunde hat. Okay, er hat seine Zeit praktisch abgesessen. Ich mach dir die Tür auf. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Wenn du dir die Haare schneiden lassen willst, sprich mit John im Supersalon. Lass uns hier einfach verschwinden. Jo, so einfach geht's. Hohes Charisma und ich verschieß keine einzige Kugel. Hihihi. Das ist doch alles viel zu leicht. Leicht. Mel. Ich bin gespannt, um was es geht. Aber verschwinden wir erstmal, okay? Tja, danke, dass du mich rausgeholt hast. Du bist also Bobbys neues Spielzeug. Ja, das angesagteste Geschenk des Jahres. Hol dir eins, bevor sie weg sind. Ich bin nicht so der Geschenketyp. Dafür bräuchte man Freunde. Oder eine Familie. Gott. Die Frau ist sowas von ungeduldig. Ich habe ihr ja keine lebenslange Strafe abgesessen. Was? Sie konnte nicht mal einen Tag warten?
Wie sieht der Job aus? Die oberen 3 wissen wir eh. Hättest du Lust, in den Tresorraum von Diamond City einzubrechen? Verdammt. Das ist ein großes Ding. Da wäre ich bis an mein Lebensende mit Kronkorken versorgt. Bobby ist zwielichtig, aber letztendlich bezahlt sie immer. Dann packe ich wohl mal zusammen und gehe zu ihr. Meet the Gang in the Dig. Genau. Digger. Wir werden es diggern. Und zwar, bevor wir jetzt aber da runtergehen, möchte ich vorerst schnell Return to Gage. Mit der Curie Vault 88 ist ein bisschen eine blöde Idee. Passt was, wir werden ein bisschen herumspazieren mit der Kleinen. Das können wir später machen. Genau. Wir machen Day 2 heute ausnahmsweise. Dann können wir, vielleicht können wir auf die Schnelle die Curie dann zur Dr. Amari schicken, wenn es so weit sein sollte. Das dauert, glaube ich, eh nicht so lang. Ich wüsste ja nicht, was wir sonst machen könnten. Die Cabots könnten wir machen. Dann möchte ich mir noch in Hancock holen, genau. Und mit Level 2000 gehen wir dann ins Institut. Ja. Ach, wie blöd. Oh Gott. Es wird gleich zum Kampf kommen. Alles geht auf sie, geil. Jetzt muss der erst nachladen. Weitere Feindseligkeiten sind verschwunden. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Nein, nicht unbedingt. Alles in Ordnung, Madame? Nicht unbedingt, ich bin ja selber schon ein Leichenbeschauer. Das habe ich im Commonwealth gelernt. Also die Performance da in der Innenstadt ist ein Horror. Mal schauen, wo das ist. So, guck mal, wo geht's denn da auf? Das muss ja da jetzt irgendwo sein. Ich glaube, das ist da auf. Boah, die Performance ist in der Innenstadt ein Horror. Naja, da herin geht's wieder komischerweise. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Ich entdecke die ganze Zeit schon ungewöhnliches Verhalten. Wir scheinen den Gegner verloren zu haben. Danke, Spiel, fürs Ruckeln. Ja, das war jetzt doppelt gemoppelt. Ich will den Kopf dieser Mistsau. Ja, und ich will den Kopf dieser Potsau.
Oh. Mann, ich hoffe, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Ich glaube, wir werden zwischenrein mal ausräumen gehen. Genau. Weil sonst verlieren wir gar unsere Items. Das wollen wir auch wieder nicht. Nur, da geht's auf, wie siehst. Greife den Feind an. Was, du brauchst mich nicht angreifen. Unser Charakter ist so notstandig, den könntest du ausgreifen. Aus! So. Kommen wieder gar die Besserwisser um die Ecken. Von wegen. Hättest im Bett bleiben sollen, Lady. Was? Wo hätte ich bleiben sollen? Im Bett? Warum? Unser charakterliches Flitscherl will keiner vögeln. Naja. Komm schon, Arschloch. Warte mal, habe ich keine andere Waffen? Die wird jetzt schon mit der Zeit ein bisschen langweilig. Gehärtet Scharfschützengewehr. Die ist lustig, die gefällt mir. 11. Stock. So. Ja. Nämlich im Kampf. Schon wieder. Was der passende Ausdruck ist, Juhu? Richtig? Richtig, Curry. Das ist richtig. Aber wir werden später eh noch ein paar Erfahrungspunkte brauchen. Was das sein? Wohl nichts. Wir spielen Quatsch. Was das? Also die Waffen ist der absolute Hammer. Geräusch. Heute kein Kampf. Jetzt noch einen Stock auf. Jemand da? Anscheinend. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Was? Wer das sein? Ja, ich bin nicht da, du brauchst nur mal schauen. Aber ich glaube, dass wir zwar aneinander vorbeilaufen. Haben wir nicht ein Level Up? Ah, ja, schau. Warte mal ganz kurz. Wenn du überladen bist, nein, das will ich gar nicht. Wir sparen uns das einmal ein bisschen. Da war nichts gewesen. Dann müssen wir jetzt halt einmal ein bisschen schleichen oder dahin irgendwas tun. Ah, es geht eh nach oben. Sehr gut. Blöde Geräusche. Sehr gut, dann haben wir wenigstens einmal das fertig. 21. Stock. Ah, da müsste da oben sein, rein theoretisch. Aber ist egal. Unser Charakter macht das schon. Was ich dir das Hirn zermatschen? Du schreien um wertloses Leben. Hä? Pass auf, dass du einen kleinen Gleisnagel im Kopf hast. Ich liebe diese Waffe. Sorry Nuka, aber ich glaube, wir werden öfters mit der spielen.
dieser Waffe lässt du dir den Tag sicher nochmal durch den Kopf gehen. Ah! Na, Spiel, komm. Ich würde über die... Ja, die schießt gleich 30 Mal daneben. Das haben wir herum. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da oben ist er aufgerammt, haben 30 Mal. Verletzungen zur Folge haben. Boah, Kriegsherr. Gute Bedrohung entdeckt. Ja, Ada. Ah, jetzt sowieso. Wieso bin ich die ganze Zeit bei der Ada? Weshalb ist hier oben alles so... Sichtkontakt verloren. Da wird schon irgendwas sein. Du kämpfen, Feigling. Du brauchst nur... Du bräuchtest dich nur blicken lassen, du Schweindel, du. Den töten. Du Schmerz. Oh Gott, oh Gott. Hä? Ah, da waren wir schon. Okay. Wenn ich hier nur was sehen könnte, da hinten ist auch noch irgendwo eine Powerrüstung am Umdum existieren. Ja, schieb mich runter, Curie, hä? Mit einem Gesicht zum Eier abschrecken. So, einer da. Jetzt werden wir die Curie so lang mitnehmen, bis wir wie machen wir das jetzt da? Die Curie nehmen wir jetzt so lang mit, bis wir sie zur Frau Amari schicken. In der Zwischenzeit werden wir das große Graben machen. Genau so werden wir das machen. Jetzt, ich rahme jetzt nur ein bisschen was aus. Das hauen wir alles da dazu rein. Genau wie du siehst, wir haben da ein bisschen was. Und ich werde in der Zwischenzeit unseren Charakter ein bisschen herrichten. Und auch mit solchen Sachen. Irgendwann gehen wir dann einmal wieder verkaufen. So. Ich habe da eine Idee, wie wir fortfahren, weißt? Und das möchte ich jetzt ein bisschen so gestalten, dass wir auch was davon haben. Warte mal ganz kurz. Haben wir was dabei, was wir... Schmutzige Armeeuniform, Stärke und Bewegung. Haben wir irgendwo Smoking? So. Sturmgewehr, Superhammer. Ich glaube, warte mal, an können wir uns ja Heathcoil. Entschuldigung. Bisschen Jektorgewehr braucht man nicht, das ist ja Blödsinn. Erstens einmal ist es ein Blödsinn und zweitens bringt es uns nicht weiter. Ja.
Da sehe ich im Hammer mehr Potenzial. So. Was haben wir denn da herinnen? Da haben wir Fressen herin. Da haben wir ein bisschen Kleidung, genau. Militärbarett, Wahrnehmung. Das braucht unser Mädel eigentlich. Da könnte man doch glatt formulieren, dümmer wie die Polizei erlaubt. So. Wo haben wir Waffen? Ach du Scheiße. Ja. Es gibt ja überhaupt keine Items in dem Spiel, weißt du? Mhm. Man, wir schauen mal, vielleicht können wir den ein bisschen mehr ausstatten. Ah, Essen. Da einer. Was, so sehr ich dieses Spiel auch mag, was ich ein bisschen lästig finde mit der Zeit, sind diese ganzen Items. Du hast da 30 Milliarden Items, wirklich. Da mal weg. Braucht man nicht. Die zwei da mal weg, die da mal weg. Braucht man dabei eigentlich einen Wächter des Aufsehers? Na. Ich tue ihm dabei da einer. Papas Untergatte, was habe ich denn mit der vorgehabt? Splatterkanone, erhöhter Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Ja, wir nehmen uns einfach einmal mit. Dann damals einmal in Wächter des Aufsehers. Das Gleisgewehr da mal rein. Das wiegt viel. Bist du deppert? Schauen wir mal, was wir mit dem Gehstock anstellen können. Panzerbrechend, erhöhter Schaden. Ja, bitte, jetzt haben wir es benannt. Perfekt. Und beim nächsten Mal, da haben wir Mods herinnen, da ist ein bisschen Kleidung herinnen. Da ist nichts, da sind noch zwei Powerrüstungen. Da ist auch nichts herin, da ist auch nichts herin. Gut, und beim nächsten Mal machen wir weiter, wie ich es gesagt habe. Wir werden ein bisschen mit der Curie reisen. Sobald die Curie den Wunsch hat, dass sie irgendwas will, zur Frau Amari BZW, dann werden wir sie dabei zu Amari schicken. Und wir werden dabei das große Graben veranstalten. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba.